Brüssel, herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission, der Bléck auf Europa. Wir haben das Woche profitiert für die nächste Plenarsession nächste Woche zu Straßburg vorzubereiten. Da stehen ein ganz paar interessante Sujets im Ordre du jour. Unter anderem natürlich Triet von Jean-Claude Juncker vom Etat von der Union, die wir dann noch die nächste Woche werden kommentieren. Unter anderem steht auch eine Audition vom neuen englischen Kommissar. Ihr wisst, dass Jonathan Hill demissioniert hat, direkt nach dem Referendum. Und das ist der neue Kommissar, der von uns angehört wird, wo wir dann am Donnerstag darüber abstimmen werden, ob hier das Amt kann ausfüllen, wie wir uns das vorstellen oder nicht. Es sind aber ein ganz paar andere Sujets, wo ich darauf geschafft habe, am sozialen Bereich. Das heißt, ihr wisst, dass wir am Transportausschuss sind, auch noch gleichzeitig am Sozialausschuss, Soziales, Beschäftigung. Alles das ist wichtig, immer mehr wichtig an einem Europa, wo die Leute auch immer mehr Gefühl kriegen, dass Europa, die Union, just nach Marché intérieur ist, just nach Liberalisierung ist, just nach Konkurrenzdenken, Kompetitivität. Das heißt, an dem Bereich, an dem Umfeld, da geht das Sozial natürlich immer mehr wichtig. Und die Kommission hat sich am Anfang auch angetragen, für am Sozialbereich ein ganz paar Mesuren zu treffen. Haben sie auch teilweise schon gemacht. Sie haben eine Proposition gemacht für die Entsenderichtlinie Travailleurs détachés, wo ich noch darauf zurückkomme. Einerseits aber auch den AAA Sozial, das ist ein Pilier Sozial, ein Pilier von den sozialen Werten eigentlich zu erstellen, was in dem Moment soll an der ganzen Union Gültigkeit tun, was unser soziales Modell soll durchstellen, das natürlich dann auch an Kontrakte, an Verhandlungen mit Drittstaaten soll mit rankommen, mit ausgehandelt gehen, aber wo geht für ein Land sich dann soll drin halten. Soweit sind wir aber noch nicht, dass die Propositionen, da muss noch geschafft gehen. Und hier sind ein paar Initiativberichte gewesen, wo wir die Kommission am Anfang auffordern, das mal dran zu bringen. Wie gesagt, ein Bericht von einem französischen Kollegen, Guillaume Ballas, über das Sozialdumping ist ganz wichtig. Besonders da stellen wir immer die Clivage fest zwischen Osten und Westen. Die westlichen Länder, wo Lützeburg auch dazu gehört, aber auch Frankreich, Belgien. Wir haben das Gefühl vom Sozialdumping erleben wir alltag. Das ist Betriebe, wenn eine Definition davon guckt, dann ist es ja eigentlich so, Entreprisen, Betriebe, die sich mit allen Mitteln von der Kunst probieren, Regeln, Gesetze zu drücken, für dadurch auf Kosten von den Arbeitsbedingungen und natürlich auch von den Lohnkonditionen, für aufgrund davon hier Geschäfte zu machen, hier Betrieb zu installieren und dann auf dem Manier Geschäfte machen. Das ist natürlich das Gefühl, Sozialdumping, da kann ich ganz weit ausholen, da kann ich ganz tiefer gehen. Das betrifft auch ein paar die Branchen, wo natürlich der Bausektor, den Transport, Agrikultur, aber auch die Restauration und Hauptstelle stehen. Es sind eigentlich 3 Punkte, die schlecht sind an dem Ganzen. Das ist einerseits mal die wirtschaftlich Folgen. Das heißt, ein Betrieb, der sich nicht an Gesetze hält, möchte ja einem anderen Betrieb direkt unfair Konkurrenz, den die Gesetze an die Mesuren respektiert, den die Konditionen alle gut respektiert. Das heißt eine unfair Konkurrenz auf betrieblicher Ebene. Dann der zweite Punkt ist natürlich die Sozialfolgen, die das für die Leute tut. Das heißt einerseits vermindert Lohn, mehr schlechte Arbeitskonditionen, das bedingt all die prekären Arbeitsverhältnisse, keine indeterminierten Kontrakte, mehr alles, was immer dazu dienen wird, was natürlich auch Langzeitfolgen hat, weil wer den Haut nicht verdient, wo ihn nicht kotisiert, spielt automatisch am Alter eine Rolle, kriegt er dadurch mehr schlecht oder wann Pensionen. Alles das ist der zweite Punkt. Den dritten Punkt ist natürlich auch ein System von der Sécurité sociale. Das heißt, einerseits am finanziellen Bereich für die Etats-membres, für die Staaten selber, am Haushalt fehlen ein ganz paar die Steuern, die Leute in dem Moment nicht bezahlen. Andererseits auch an den Systemen von der Sécurité sociale, wo wie gesagt, die sind Männer sozial versichert oder gar nicht sozial versichert, was dann eben die Langzeitfolgen hat.
Dat sind so ein bisschen die Mesuren an noch die Sektoren, die betroffen sind. An den französischen Kollegen hat einen ganz interessanten Bericht gemacht, wo wir auch ganz viel darauf geschafft haben. Froh als Orlo die neue Methode, die neue Digitalisierung, die da mal dran kommt, die Crowdworker, wie wir sie nennen, das heißt, was für Arbeitskontrakte kriegen, die sind sie angemeldet, wo sind sie angemeldet, wer bezahlt hier Sozialversicherung, wer bezahlt hier Pensionsversicherung, an all die Fragen, die da mal dazu dienen haben, 0-Stunden-Kontrakte, Leiharbeit, das sind die Sujet, prekäre Arbeitsverhältnisse en general, Scheinselbstständigkeit, das sind all die Themen, die wir berührt haben, die Domänen, die wir berührt haben an dem Rapport. Das Zweite, wie gesagt, wo ich am Anfang gesagt habe, die neue Proposition von der Entsenderichtlinie, von der Direktive über Travailleurs détachés, wo ich heute schon davon geschwärzt habe, da sind wir am Gang, am Anfang darauf zu schaffen, das Parlament ist am Gang, wir haben Rapporteur genannt, wir haben 2 Rapporteur genannt, wir haben auch Shadow-Rapporteur genannt, wir sind am Gang, die ersten Diskussionen zu führen, aufgrund von der Proposition von der Kommission. Das läuft an. Das ist ja so, dass bis jetzt die Leute müssen den Mindestlohn kriegen an dem Land, wo sie entsandt sind. Das soll in Zukunft laut der Proposition von der Kommission sein, dass sie da zumindest an den Genuss von dem jeweiligen Kollektivvertrag sollen kommen, das heißt dieselbe Pay für dieselbe Arbeit auf derselben Platz. Das ist ein bisschen so den allgemeinen Slogan von dem Ganzen. Und da ist eine ganz interessante Konferenz am Donnerstag, den 22. Wo man auch mit dem Arbeitsminister Nicolas Schmidt, mit dem Präsidenten von der Chambre des Salariés Jean-Claude Reding, wo man über das Sujet hier werden schwätzen, organisiert vom Informationsbüro, von der Maison de Luxembourg, vom Parlament. In dem Zusammenhang haben wir auch einen Bericht gemacht über die Schwarzarbeit. Wie gehen wir gegen Schwarzarbeit vor? Das hier stehen, da haben wir eine Einigung gefunden am Conseil, das läuft an. Mehr Inspektoren, bessere Kontrollen, auch besser mit Transparenz an den ganzen Dossiers, an den ganzen Kontrakten. Alles das soll dazu beitragen, wenn einerseits Männer Schwarzarbeit tut, die bekämpft, dann gibt es auf der anderen Seite auch Männer am sozialen Bereich, Männer Druck, Männer Sozialdumping. Ein weiteres Dossier, das ist, wie verbinden in Zukunft besser Familienleben mit Berufsleben. Etwas, was immer mehr wichtig wird, für das immer mehr Leute einerseits müssen, andererseits auch wollen, zu zwei schaffen, oder das heißt, Familien sind an dem Bereich so angespannt, dass sie alles organisiert müssen, von morgens bis abends, was man nicht mit den Kindern, wie kriege ich das am besten getestet, wie kriege ich das am besten organisiert. Da haben wir einen ganz interessanten Bericht gemacht dazu. Und da geht es doch darum, da haben wir ein paar Gesetzesinitiativen vorgeschlagen. Wir können an diesem Bereich ja nicht mehr eine Initiative weisen, an die Kommission auffordern, etwas zu machen. Wir haben nicht das Recht, für zu sagen, dass dort und das bringen wir keine Proposition de loi, wie in dem Sinn an den nationalen Parlamenten der Fall ist. Flexibilität vom Arbeitsmarkt war, wie gesagt, ein grosses Projekt an dem Domain. Chancengleichheit auf der Arbeit war ein weiteres Sujet, und da haben wir nicht mitgeschafft. Und das heißt Chancengleichheit auf der Arbeit, einerseits wir haben ein paar die Werte an Europa, und da gehört nun einmal Gleichheit dabei, die Antidiskriminierung dabei, an die Wahrung von den Menschenrechten. Und an dem Zusammenhang ist schon vor 15 Jahren eine Direktive gestimmt worden, war eigentlich an dem Moment die Chancengleichheit auf der Arbeit so garantieren. Wir stellen aber fest, dass das an den nationalen Mitgliedstaaten noch nicht so funktioniert, wie das sich vorgestellt wird. Es sind überall nach Diskriminierungen gegen Roma, Diskriminierung gegen den anderen Geschlecht, Diskriminierungen auf alle Pläne, ab Punkt allein an so fort. Das heißt, auch da muss etwas geschehen, und auch da haben wir ganz konkret Propositionen gemacht. Dann vielleicht den letzten Punkt, das sind Postdienste, die ich euch erzählt habe, dass wir die Liberalisierung von der Post, die 15 Jahre an Wiege ist, dass wir das analysiert haben und dass ich besonders für den Teil zuständig war, was geschieht oder was das schlecht gelaufen für die Beschäftigten an dem Sektor. Ich habe noch darüber einen Bericht gemacht. Der Postsektor ist von den Sektoren, den komplett am Wandel ist. Das heißt, der klassische Briefverkehr hält immens auf, hat in verschiedenen Ländern schon komplett die Importanz verloren. Es wird immer mehr auf digitale Medien gesagt, digitale Kurier gesagt und so fort. Und das heißt, in der Hinsicht gibt auch immer mehr den Pack, also es gibt immer mehr Pack verschickt.
die Sachen holen immens zu. Und es gibt immer mehr neue Anbieter, die nicht mehr die Konditionen haben wie als klassisch Postdienste. Das dafür wichtig gewesen, für zu evaluieren, wie sehen die neuen Kontrakte aus von den Leuten, wie sehen die Entreprisen überhaupt aus, was für Strukturen haben sie Strukturen, die einerseits für anständige Lohn- und Arbeitsbedingungen sorgen, andererseits auch Gesundheit und Sicherheit auf der Arbeit garantieren. Da bleibt noch viel zu machen. Da gibt es in meinem Rapport eine ganz Party Pisten, eine ganz Party Sachen, die nicht gut gelaufen sind, gehen nicht da un. Wichtig wäre es aber, dass ein Universaldienst, das heißt der klassische Postdienst, dass der bestehen bleibt. Auch 5 Tage an der Woche Minimum muss Post ausgedroht gehen. Da sind nicht Länder, die wollen das zurückschrauben. Wichtig wäre es auch, dass ländliche Regionen und so weiter, dass die auch in Zukunft Post kriegen, anständig nur der Direktiv vom Universaldienst, das heißt Minimum 5 Mal die Woche. Das war so ein bisschen den allgemeinen die Präparation von den Dossier, wo ich drauf geschafft habe. Das natürlich auch nach den weiteren Sujets, die nach zu Straßburg ausstehen. Das Potenzial zu gucken von kleinen und mittleren Unternehmen. Wir konzentrieren uns bei unserer Gesetzgebung ganz oft auf die Großen, die Tausenden und Tausende Leute beschäftigen. Da muss aber auch ganz oft an der Gesetzgebung eine gewisse Flexibilität bestehen bleiben, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmer, dass die auch können nach weiter funktionieren. Das heißt nicht so viel Administrativhürden, nicht so viel finanziell Hürden abbauen. Und andererseits die Flexibilität. Das ist ein wichtiger Marché, das ist ein wichtiges wirtschaftliches Feld, wirtschaftliches Umfeld, wo die Betriebe da agieren. Und dafür muss ein Potenzial von dem Ganzen muss versuchen, noch besser aufzustreichen. Der Globalisierungsfonds, der ihr wisst, das ist ein Fonds, den wir geschafft haben, für wenn eine Aktivität dann zwar komplett verschwindet. Am Textilbereich, dass das geschieht, sonst noch immer. An der Belschei hat das natürlich auch einen großen Anklang gefunden durch die Affäre von Caterpillar, die Betrieb, die große Maschinen hergestellt hat, die dann eine amerikanische Firma, die Lohai abhält, die dann in dem Moment delokalisiert, größtenteils in Teil auf Grenoble und auch in Teil auf China. Das heißt, der Fonds ist am Fonds nicht für die Unternehmen zu helfen, aber der Fonds ist für die Leute, die hier geschafft haben, die ihre Arbeit verlieren, für denen zu helfen, dass sie zusätzliche Neuformationen machen können, dass sie zusätzliche Hilfe kriegen, was sie müssen, wie gesagt, an anderen Betrieben schaffen und delokalisiert von da, wo sie hier im Umfeld haben, wo ihre Familie wohnt. Das heißt, da gibt die ganze Partie speziell Klauseln an dem Fonds, und die wird regelmäßig benutzt. Und wir müssen als Parlament immer als ein Avis dazu gehen, als Meinung dazu sagen, da kann ein Avis getreten und da können die Leute an dem Moment von dem Fonds profitieren. Eine weitere Frage, die auch nach dem Donnerstag steht, ist der Mindestlohn, europäische Mindestlohn. Das sind Sujets, die immer auf Tapet kommen, wo aber nicht mehr ganz schwer Einigungen gefunden wird an den europäischen Mitgliedsländern. Da sind wir noch weit von einer allgemeinen Lesung, einer allgemeinen Solution weg. Wir schaffen daran. Das ist wichtig, dass das Thema immer abgeholt wird und immer an Debatten geht, für immer aber irgendwann eine Möglichkeit zu finden, für das anzuführen. Soweit, wie gesagt, das Woche von Brüssel. Merci fürs Nachgucken. Bis die nächste Woche zu Straßburg.